De Mattis an Neckel war bei Jong Forscher, déi hier neii Projekte firstalt hunn. Bei all Joers war Märzrem de Konkurs vun de Junke Forscher. Eng Party Junker aus dem ganze Land hunn do mat gemacht fir wissenschaftlich Kenntnisse ënne Beweis zu stellen. De Carlo Hansen, Präsident vu Jong Forscher, huet als erklärt, wat de Konkurs handelt. Das ist ein Konkurs, den sich Leute richten, durch 21 Jahre. Und sie müssen sich eine Arbeit heraussichern, wo sie drauf forschen. Etwas, was sie interessiert. Sie müssen sich für Mathe machen, auf unserem Internetseite ausschreiben. Da habe ich auf einem gewissen Datum aufgehen. Und dann die Jury, und da wird diskutiert über das Projekt. Sie erklären ihre Projekt. Und da, wie gesagt, dass dann Zeremonie, also Preisüberreichung, wo jeder Verein dann einen Preis kriegt. Das sind keine Reisen, das sind keine Vakanzen, aber das sind Deplacements auf Konkurse, wo er weiter Preise gewonnen kann. Es wird aber auch interessiert, wie lange dieser Konkurs schon geht. Das von einer ganz langer Zeit gemerkt, wenn ich mich richtig erinnere, war der nächste Konkurs 1971. Ich meine, die Idee von den Gründervätern war eben für junge Leute und Technik und Wissenschaft zu motivieren, für in die Richtung zu gehen. Und how das Name das nämlich, unser Konkurs ist auch für Geisteswissenschaften. Obwohl es diesen Konkurs schon lange gibt, fanden sich noch einmal Jugendliche mit genug Motivation für mitzumachen. Ich muss sagen, das Jahr sind wir 18 Erbichten, das sind höchst qualitative Erbichten, die ganz, ganz flott sind. Die Jury ist extrem zufrieden. Auf der einen Seite ist der nationale Konkurs, das dann halt die 45. Edition. Und seit 7 Jahren wird die Idee kommen, für Gewinner von ausländischen Konkursen auf Lützeburg zu invitieren. Für sich kennenzulernen, für eine Kultur kennenzulernen, für einen Austausch zu machen, so ist das ganz zustande kommt. Studentin Deelgeholt hat uns erklärt, was sein Projekt handelt. Das ist ein Projekt, das ein Auto handelt, ein Auto, das einer Person soll nachfahren. Jeder entwickelt Drohnen, das ist ein neuer Hype. Drohnen, die durch Luft fliegen. Mit Drohnen, die durch Luft fliegen, sind oft über GPS gesteuert und sie begrenzt an dem, was sie drohen können und wie weit sie kommen. Wir können aber durch ein Auto viel transportieren und wir kommen weit, weil man nicht fliegen muss. Wir haben dafür so Minicomputer, Raspberry Pi benutzt, die am Anfang als Sensoren auslesen und dann die Signale weiter in ein Auto schicken. Weil wir nicht die erste Kehr, dass in diesem Konkurs teilgeholt hat. Das habe ich schon am Anfang noch ein neues Projekt gesicht, weil ich schon die Jahre für Drohnen gemacht habe und das ganz flott fand. Info interessiert uns, ich interessiere mich auch ein bisschen für elektrisch. Das ist schon klar gewesen, dass es in Richtung geht von Ingenieur kombiniert, also Informatik mit Elektronik, irgendetwas machen. Die ganz vielfältigen Erwartungen, die ihn hat. Ich meine, wenn man sich mit so die Datei beschäftigt, lernt er selber ganz viel. Schlussendlich, für die Sachen zu realisieren, muss ich ganz viel damit beschäftigen, an Sachen, die oft nicht am üblichen Domain sind. Wir Wissenschaftler müssen eine Recherche sichern.